Das Migros-Label aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten. Im Tal unten zwischen hohen Bergen, mitten im Kanton Schwyz, liegt Mutital. 3500 Menschen leben hier. Es ist ein Dorf voll Gegensätze. Bei uns ist einfach wirklich kaum der Bund. Im Kloster mit den 6 Nonnen geht es eher beschaulich zu und her. Für mich ist das Rausgehen, das Kloster zu verlassen, immer ein bisschen schwierig. Auch die es lieber laut haben, sind hier verwurzelt. Also ich will selber nie von hier weg. Hawaii ist eigentlich schon mein grösster Traum, den ich bis jetzt. Und sie sind weit herum bekannt. Ja, wetterfrösch, sagen sie es ja. Das ist SRF bei den Leuten, unser Dorf Mutital. Kalt und Frost, sagt die Wetterstation von Peter Sutter. Es ist mitten im Winter. Der Wetterschmöcker zieht es an die Sonne in die Höhe. Schauen, sie noch geht. Ja, ich gehe jetzt das erste Mal den Winter, muss ich schon ein bisschen schauen, wie es geht. Zuerst habe ich geschaut, ob die Bindungen alles noch klappt. Aber ich habe die mal geschaut, die sollte gut sein. Aber ich musste ein bisschen studieren, wie es geht. Neben der Wetterschmöckerei und dem Tanzen ist das Skifahren die dritte grosse Leidenschaft von Peter Sutter. Es geht auf die Iberger Ecke. Ja, maar schon nur das Fuhren hier in der Finca. Da. Spassige Figuren gemacht. Auf den Skilift geht er nur noch allein. Letztes Jahr hatte er darauf einen Unfall gehabt. Und der links, als er weg ist, hat er einen Bügel einen Stoss gegeben, dann hat er einen Kittel in die Tasche eingehängt, hat mich drüber rauf und hinten in ein Loch gekommen. Zuerst gemeint, er müsste den Rettungsschlitten holen. Und gesagt, nein, es geht, glaube ich. Bin ich mal wieder runtergefahren. Aber im Auto hatte ich da mehr Schwierigkeiten gehabt, weil die linke Hand überhaupt nichts mehr machen konnte. Heimgefahren nicht, gleich. Das Mal geht's gut. Am Anfang auf dem Skilift. Ja. Oh. Schon der erste Sturz. Ah. Ja, ich weiss, ich bin kein Teufel noch. Ich bin dort in die Haufen Schnee gekommen. Da hat es mich vorrum genommen, am statt hinten. Dort habe ich eben gerade zu wenig Vorlage gehabt. Immerhin, 88 ist der Peter Sutter. Ich bin gar nicht zufrieden mit mir. Einfach ein hoher Stobby, einfach. Und auch beim Scheinen verliert er das Wetter nie aus den Augen. Die Nebel hier zeigen hier schon Regen und Sturm an. Obwohl es oben sauber ist, aber vorhin hatte es ein bisschen Gier daraus. Darum macht der älteste der Wetterschmöcker für heute Feierabend.
Weiter unten im Dorf Mutitau. So, hallo, Gerda. Hoi. So, gehen wir. Ja, schau, da ja alles parat. Jetzt gehen wir, he? Die Schwester Scholastika muss heute ausnahmsweise mal wieder aus dem Kloster. Frisch, he? Ja. So. So, also ich habe eine grosse Liste, gell? Sicher. Einkaufen. Super, da haben wir Zeit genug. Ja, ja. Ich komme schon nicht so viel raus. Und ja, es ist immer ein bisschen... Ich bin lieber im Kloster, es ist immer ein bisschen eine Sache, bis ich draussen bin. Die Gerda Herger aus dem Dorf bringt sie heute weit weg. Ins Einkaufszentrum auf Schwyz. Also, jetzt gehen wir da rein, etwas Migros. Können wir schauen, Ingwer muss Ja, Ingwer. Die beiden gehen Weihnachtsgeschenke für die Nonnen im Kloster besorgen. Ist das schon 300? Was musst du 107 eingeben? So. Also da bei den Lebensmitteln brauche ich glaube nicht mehr. He? Ja. Du, Gerda, wir sollten noch eine Rolle Herrenpapier haben, weißt du? Ja. Schwester Monika hat eben keins mehr. Ja. Was wäre jetzt, glaube ich? Ja, einfach nichts mit Rot drin. Hat sie. Das da ist Das da ist gut. Morgen nehmen wir doch die. He? Alma brauchst du keins. Das wollen wir auch noch gerade eine. Da könnte man ja da mit der Röseli. Oh ja, Hä? genau. Gut. Meine Vorgängerin, Schwester Monika, hat mir das am Anfang ganz klar gesagt, dass wir, wenn wir einem Herren ein Päckchen machen, ja nicht rotes Papier sollen nehmen und auch nicht mit Blümchen oder Herzchen drauf. Das grüne das Herrenpapier ist nämlich für einen Mann, der im Frauenkloster zu Besuch ist. Tragusa. Die Schwester Marie-Louise hätte die so gerne. Oh je. Gut, super. die Monika nehme ich. Ja. Die hat gerne. Super. Eine Mitschwester wünscht sich Crevetten zur Weihnachten. Das ist halt, sie ist von Indien und ist mit Crevetten und mit Fisch aufgewachsen natürlich. Und für sie ist es also einmal im Jahr wieder ein bisschen Crevetten zu essen. Natürlich ein Fest und eine Freude. Und diese Freude möchte er machen. Wie geht das auf? So, und jetzt, was nehmen wir noch? Aber jetzt müssen wir schauen, was wir dann... Grüezi. Also was mir jetzt noch Sinn kommt, ist für den Bruder Mariano müssen wir ja noch ein Geschenk genau, haben, also ein das ist Herrengeschenk. Ja, was Jetzt, könnten wir? Was könnten wir ihm noch dazu geben? Socken vielleicht. Ah ja, Könnte er ja noch. Socken. Ja, auch vielleicht. Oder das in dunkelbraun. Das wäre super für ihn, weil er hat ja eine braune 41, 42, das wäre ja super. Ja. Ja, schreiben ja immer mit So einkaufen ist ein riesen Stress für die Schwester Scholastika. Es hat schon ein bisschen Überwindung gebraucht, wenn ich mich so immer wieder an die Stille gewohnt bin. Oder? Und ich bin jetzt aber wieder auch froh, dass ich heimgehen kann. Hinter meine Mauern, hinter in die Stille. So, jetzt. Also, danke vielmals. Gerne. Tschüss. Ciao. Gute Zeit. Und bis gleich wieder einmal. Ja, danke vielmals. Nehmen wir nicht das auf. Bis zur Weihnachtsfeier muss die Schwester Scholastika noch ein paar Päckchen machen. Ah, es kühlt. Kühlt. Ja, die Zeit ist ja da. Ja, ja. Es war 3:30. Wie zu Abendessen. Ja. Zeit fürs Nachtessen ist es auch für den Barbesitzer Nick Batschert und seine Freunde. Die sehen etwas anders aus, als man sie im Mutitau erwarten würde. Sie sind Rocker und nennen sich Rednecks.
Muttertaler wird viel aus, so als Hinterwäldler und alles irgendwie beschimpft. Ich weiß nicht, ja, man sind hinter drin und kennen nichts. Und die Rednecks wird das in der Stadt dann auch. Sie sind eigentlich der Abschaum, das Arbeitervolk und so, wo, ja. Man sagt, sie kennen nicht mal das Internet oder egal was. Darum passen sie nochmal zu uns. Gourmet-Essen für die Rednecks im Adler. Ein ungewöhnlicher Anblick. Einmal im Jahr kommen sie hier dick essen. Der Chef, der Dani Jan, weiss darum anfangen, was sie wollen. Wichtig ist einfach bei denen, dass sie genug Fleisch bekommen. Und wir konnten jetzt zum Glück noch eine Suppe verkaufen, dass das auch noch ein bisschen, da drinnen ein bisschen Gemüse hatte und dass es auch noch ein bisschen gesund sich ernährt. Ein paar Rüebli hat sie auch drauf. Wenn wir einer ist super. Ja, ich esse kein Rüebli, ja. Das siehst du richtig. Nein, früher mal Poster mit Rüebli in der Du Schafsäcker. Hasentaxi. Ist jetzt selber Säumer. Wenn man zu den Rednecks gehören will, muss man die Aufnahmebedingungen erfüllen. Ja, da haben wir schon Bedingungen, ja. Gut ausgesehen. So ist die eine. Gut ausgesehen, ist sehr wichtig, ja. Und die anderen wieder nicht bekannt Bedingungen. Zuerst muss sich jemand uns anleben auf die Geister. Danach muss man entscheiden, ob die Chance besteht, für Geister reinkommen oder nicht. Das sieht aus wie das letzte Jahr mal. Es geht äußerst zivilisiert zu und her im Adler. Später am Abend wird im Clublokal wilde gefeiert. Zum letzten Mal heute. Am anderen Ende der Welt, in Hawaii. Die Tochter vom Adlerwirt, Julia Jan, kommt nach einer tägigen Flugreise zu Honolulu an. Sie will ein halbes Jahr Englisch lernen. Sie weiss immer noch nicht viel über ihre Gastfamilie. Hello, I'm Julia. Hello there, Julia. Hey, Vicky. Hello to you. Hello there, sir. I don't have a real one because the real places are all closed. This is called a kukui nut lei, and only the royalties used to wear that. Thank you. Welcome to I Hawaii. have chocolate for you. Oh my goodness, From you want to eat Switzerland. it right now, right? In der Swissair bin ich in Südafrika, Johannesburg, konnte noch Cockpit führen. Ich hatte nicht alle Instrumente gelesen, wie eines. Ich fliege etwas auf die Schnur für ein Saft ohne genommen. Die Miki, die Gastmutter von der Julia, ist nicht allein da. Irgendwo kurvt ihr Mann, der Clint, mit seinem Auto um. Der erste Eindruck ist super. Sie ist ganz lieb, meine Gastmutter. Hello, I'm Julie. Hi, nice Julie. to meet you. How are you? Is that yours too? Vom Flughafen bis zum Haus der Familie Hampton geht es eine halbe Stunde. Okay, can you manage?
Die Miki und ihr Mann beherbergen in ihrem Haus insgesamt 8 Studenten. Die sind aber schon alle im Bett. The desk is here. Okay. Ich freue mich morgen die anderen Mitschüler oder auch die anderen Leute, die in diesem Haus wohnen, zu sehen. Bin ich gespannt, wer das sein könnte. Und auf die Schule freut es mich auch. Ich hoffe, ich finde sie. Ja. Die nächsten paar Monate lebt Julia jetzt hier. Zum Mutital in der Vorhölle geht es fast so heiß wie in Honolulu zu und her. Das Clublokal der Rednecks ist weit über die Kantonsgrenzen bekannt. Hier organisieren die Rocker seit Jahren Konzerte. Easy, Bro. Die Rednecks müssen arbeiten. Heute rockt es zum letzten Mal. Das veraltete Gebäude wird abgerissen. Ein Block soll nachher daher kommen. Hey, ja, sicher ist es scheiße. Super gewesen, wir haben jetzt, ich weiss nicht, 3-4 Jahre gute Konzerte, wirklich super Abend gehabt. Ja. Es geht schon ein Geschichte verloren, muss ich sagen. Ersatz für das Lokal haben die Rednecks noch nicht gefunden. Und im Nix ihrer Bar weiter vorne im Dorf können sie die grossen Konzerte auch nicht veranstalten. Ich habe keinen Platz für solche Bands, weil die brauchen halt ja. Und dann würdest du rendieren, weil du könntest die Band gar nicht zahlen und das PA mit 80 Leuten. Darum, man müsste schon einen grösseren Raum haben, weil der Raum ist schon zu klein. Und jetzt ist die oben voll, gar keine Leute mehr Platz. Darum Darum wird heute noch einmal bis tief in die Nacht hineingerockt. Nur gerade 6 Stunden nach ihrer Ankunft in Honolulu ist Julia schon wieder auf der Beine. Mit dem Bus geht es etwa eine halbe Stunde bis ins Stadtzentrum von Honolulu. 4 von ihren südamerikanischen Mitbewohnern müssen auch gerade auf den Weg in die Schule. Julia sollte noch eine SIM-Karte für das Nattel organisieren. Nicht so einfach mit ihren bescheidenen Englischkenntnissen. I think at school it gives some card for the handy. Well, but we need a SIM. Yeah, yes, SIM card. Yeah, for a card with salt. Yeah, and do you both one? Or? No, we're going to bus. Okay. Wenn man mit Amerikanern Englisch redet, von hier umeinander, dann macht es Spass. Aber wenn du mit anderen von anderen Ländern redest, und dann, weil beide Leute Akzent haben, verstehen sie sich aneinander eigentlich praktisch nicht. Und das ist so mühsam miteinander zum Reden.
Aloha, everybody! For the first time. Okay, my name is Marty and I'm the school director. And it's basically my job to make sure that you're feeling pretty good here. If you have any questions for me, come and find me afterwards, all right? Graphics on t-shirts. One time we had a student who came to school with a picture of a naked girl on his shirt. Not appropriate. Not funny. We had another student come in. Blutige Frauen und Schimpfwörter auf den T-Shirts sind in der Schule verboten, erklärt die Schuldirektorin. Not appropriate. Ja, das erste Mal in der Schule war es eigentlich noch gut. Wir haben ein bisschen die Regeln angeschaut und was in Amerika verboten ist. So wie einfach über die Straße gehen kostet etwas und so diverse Sachen, die man einfach nicht machen darf. Das Beste am ersten Schultag, der Fototermin mit der ganzen Klasse. Zurück im kalten Mutital. Es ist Dreikönigstag. Die Kinder vom Dorf gehen von Tür zu Tür singen. Man sagt dem Sternsingen. Herzlich willkommen. Ich kann jetzt reinlassen. Gut, gut. Ja. Ach ja, Sie kommen rum. Ja, komm nicht rum. Komm nicht auf, Kind. Ja, komm nicht rum. So, jetzt sind wir alle. Ja. Ja. 1, 2, 3. Wir kommen daher aus dem Morgenland. Wir kommen geführt von Gottes Hand. Wir wünschen euch ein fröhliches Jahr. Kaspar, Melchior und Balthasar. So, schaut, jetzt haben wir noch etwas für euch ins Kasseli. Danke. Danke vielmals. Danke vielmals, dass ihr gekommen seid. Danke. Aber weißt du, das darf nicht mehr schief. Im Kloster wird an diesem Tag das ganze Haus ausgeräuchert. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist eine uralte Tradition, dass am Dreikönigstag, wo die drei Könige Jesus Gold, Weihrauch und Myrrhe gebracht haben, dass wir mit Weihrauch und mit Weihwasser nachher das Haus segnen. Ich habe noch einen gekannt, der hat in Tubok keine Weihrauch da, hat alle gemeint, schmeckt schon wie eine Kille. Unser tägliches Brot gib uns heute. Der Mann ist der Bruder Mariano vom Franziskanerkloster zu Nefes. Er macht im Kloster Mutital Ferien. Für ihn sind übrigens die Zöcke im Herrenpapier gedacht. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Also er ist ja nicht überall, oder? Er hat schon mehr oder weniger ist er auf der Gastzeit, hat auch auf der Gastzeit sein Zimmer. Aber jetzt so für die Weihnachtsfeier oder so ins Refektorium dürfen wir ihn schon reinnehmen. Am gleichen Abend weiter oben im Dorf bei den Karrentaupler. Am 6. Januar will jeder König sein, so auch die Kinder von Batschitz. Alex, jetzt kommst du essen. Hä? So, gehst du noch sitzen? Ich bin so klein. Ich scheine nicht. Nein, dem bist du noch kein. Alex, komm. Nein. Alex. Komm, Kannst du Mecker machen? Wieso ist jetzt noch einer rausgeritzt? Er muss doch den König finden. Traust du dich da? Alex. Herr. Ich bin König für Du hast keinen. Er ist noch keiner drin. Herr, fühlen komm. Hm?
Der Erich muss aber schon gleich los streicheln. Ein alter, lauter Brauch mit Kuhglocken. Und Streicheln ist halt eben, dort sind alle Berufsgattungen, alle Musikstile, Richtungen, ist wirklich ein Kunterbund. Ob es krachen miteinander streicheln geht eigentlich... Ich sage dir, von jeder Familie hier im Tal ist sicher ein einer dabei, oder? Was kommt aus dem Kochen raus? Ich darf. Hast du gesagt? Und das Mändeli? Ich darf nicht. Nicht das. Hast du auch? Bist du noch mehr? Das ist Hier, Temmli. Stark klar. Später am Abend trifft sich dann noch das ganze Dorf zum Dreikönigsstreicheln und Klepfen. Seit dass sich die Männer vom Dorf parat machen, feiern die Nonnen im Kloster. Sie haben ihre eigenen Regeln und feiern darum Weihnachten am 6. Januar, weil dann die 3 Könige Jesus Geschenk gebracht haben. Also, warte, willst du anfangen? Du, Marie-Louise, wo hast du den Kirsch? Gib mir das. Ist das gut? Nein, weißt du, das habe ich bekommen. Das muss ich doch probieren. Ist wie Sirup. Ja. Zum Prost. Also Prost. Prost. Auf unser neuer heiliger Patron. Ob echt die Geschenke von der Schwester Scholastica gut ankommen? Sollen wir schauen, was ein Christkind da drin hat? Oh, welche die Socken, ja? Ich muss eben Socken, ich habe nur 2 Paar. In dem Jahr immer Mühe mit der Verpackung. Jetzt sogar noch beim Päckchen. Das ist Trick 17. Ah, da, glaube ich. Ah, jetzt! Jetzt bin ich nicht gewohnt, Packbrief Das wird sein. Schön, schau ein. Hast du auch gut? Wie ist jetzt zugegangen? Da oben, da oben. Ja, los jetzt, Schwester Rina, du hast dir ja noch Crevetten gewünscht. Die habe ich jetzt nicht aufgenommen. Die sind Ja, die sind gefroren, gell? Ja, die habe ich in der Gefriere. Ja. So neulich hat man den Crevetten Das sind Säcke. Na, tipptopp. Schau. Schön braun. Ja, Ist schön verkauft. schwarz. Nein, ist braun. Ja, dunkelbraun. Das ist braun. Das ist das braun? Ja, siehst, ich muss die Brille gerade putzen. Das ist gern geschehen. Psst. Ui, das ist jetzt aber gefährlich. Das ist So. Nein, es ist. Das ist dies, ja. Aber die habe ich schon gewünscht. Oh, schön. Hellblau, Ding, genau wie gewünscht. Will noch jemand etwas zu trinken? Oder ein Gutzli? Mir? Im Dorf vorne sind jetzt auch die Männer parat zum Treicheln und Geisselklepfen durchs Dorf. Eine uralte Tradition zum Mutital. Ja, das ist doch von früher. Haben sie vielleicht noch ein bisschen mehr Oberglauben gehabt, als man heute hat. Als keine Geister im Tal drin sind, dass das Unglück aus dem Tal rausgeht oder dass alles wieder gut geraten und das neue Jahr eigentlich ohne Geister gestartet wird. Nur wer heute beim Preisklepfen der Schweiz auf den vordersten Rang gelandet ist, darf im Dorf klepfen. Oder Erich war früher bei den Klepfern. Oh, hier habe ich noch nie selber gefunden. Da müssen wir hinter einem Drittel sein.
Zeit für eine kurze Pause. Auch die Rocker der Rednecks sind dabei. Muttitaler. Steht über allem. Zuerst kommt nachher kommt die Liebe zur Musik und alles. Ja, das ist bei mir Grund. Wenn es etwas im Dorf gibt, dann nimmt man einen Teil und man unterstützt sich gegenseitig. Ja, früher bin ich gegangen. Wir sind schon gegangen, als kein Verein war. Da bin ich ein paar Jahre der Älteste. Jetzt können die Jünger gehen, gehe ich nicht mehr. Im Kloster ist es nicht so laut wie weiter vorne im Dorf. Also jetzt kann ich schnell, komm, jetzt gehen wir schauen, ob wir es hören. Hä? Noch mit Höchsen! Komm, schnell, wir müssen gehen. Warte, ich mache ein. Ich habe meine da. Die Jacke anlegen. Mhm. Hast du das nachher gesehen? So. Jetzt kommen sie dann. Ich freue mich, die zu sehen. Das ist so etwas Eindrückliches. Also, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist auch eine weitere Tradition und das ist wichtig, dass man die pflegt, dass die nicht vergessen gehen. Dass man auch die Jungen wieder immer mitkommen und sie kommen dann wirklich schön mit. Und ja, ich denke, es gibt einen Haufen zu reden, wenn man sagt, wir gehen nicht mehr gut rein, als rein können. Schnee und Treicheln. In Honolulu ist das überhaupt kein Thema. Julia ist am berühmten Waikiki Beach. Seit einer Woche ist sie jetzt in Hawaii und hat schon ein paar Brocken Englisch gelernt. Zum ersten Mal im Leben will sie probieren zu surfen. Hi. Hi. Do you have a surfboard for me? Yeah. We got Can I rent one? from like 12 feet to 8 feet.
Okay. Can I have a... You're going to take one right now? Yes, You ready to please. go straight out? Yes. Do you surf often? Do you need a big board? Yeah, I need a big one. Okay, this should be for you. Das Rauspaddeln ist eigentlich recht gut gegangen. Dann war ich dort, gerade erschöpft vom Paddeln. Und dann sind gerade Wellen an Wellen gekommen und dann ist das Surfbrett auch weggegangen und ich auch weg. Und dann ist es zu weniger Luft gekommen. Es war nicht so schön. Ich bin auch Chef versoffen am Zürichsee und nicht gearbeitet auf einer Socke. Langsam die Haus an einer Mauer nahm, und auf einmal bin ich verschlüpft. Ich weiss nicht, ich bin einmal wieder geschwadert und wieder das Boot suchen nach, habe ich nicht mehr getraut. Julia ist da ein bisschen hartnäckiger. Julian Surfen ist gleich 0 momentan. Ich bin so schlecht, dass es gar nicht erwähnenswert ist. Also Surfen heisst. Aber nächste Woche will ich dann unbedingt einen Surflehrer buchen. So würde es eigentlich gehen. Ja, ich glaube, es wäre schon schön, wenn man es könnte. Es wäre noch manchmal schön, wenn man es könnte. Von Heimweh keine Spur. Das Mutital ist von hier. Also ich weiß es nicht. Ich würde jetzt eigentlich die Erklärung geben auf der anderen Seite der Welt. Also ganz weit weg. Ich denke auch nicht so viel an daheim momentan. Ich bin da richtig angekommen. Es ist ja so schön. Da will man einfach nicht mehr zurück. Das Meer gibt es zu Mutital halt nicht. Das Snäffelmeer haben wir gesehen hier. Ja. Das Snäffelmeer haben wir Es ist schön gleich zu schauen. Nein, das hören Meerrauschen wir nicht können. Das Meer ist ein Meer. Es ist ein paar Wasser drinnen, immer nicht. Gut, Wasser gibt es auch zu Mutital. Und auf der Terrasse weit für Nick kommt die Freundin Corina ein Hauch von Honolulu. Träume für seine Bar, sein Tattoo-Studio und sein Privatleben. Hat oder Nick? Meistens sind wir etwa so. Und ja, also ich hoffe, dass ich bis in 10 Jahren etwa all die Geschäfte ein bisschen Selbstläufer sind, dass es ein bisschen geht. Und dass ich selber 3, 4 Kinder hier innen badet. Und so, ja. Nicht nur für seine Zukunft, auch für die vom Dorf hat er genaue Vorstellungen. Das Mutital wünsche ich mir eigentlich etwa, dass es so bleibt, dass sich die Leute nicht irgendwie nicht mehr ändern, dass man ein eigenartig bleibt und speziell, ja, weil durch das haben wir es eigentlich auch mal gemacht und man muss ja nicht immer sein wie alle anderen. Und das beherrscht mir im Mutital, glaube ich, noch gut. Gut, ist fertig. Nein, noch nicht ganz. Der Erich Batschert und seine Kollegen sind heute für die Sicherheit der Region unterwegs. Die freiwilligen Helfer überprüfen alle 2 Wochen die Lawinengefahr.
Die Daten liefern sie am Schweizerischen Lawineninstitut. Das braucht viel Erfahrung und Wissen. Das passt irgendwo von dort an. Das bin nicht schlecht. Wir müssen einfach einen sicheren Nordhang haben. Die Neigung muss zwischen 30 und 35 Grad sein. Um die Schneehöhe müssen wir einfach schauen, dass es nicht reingeblasen hat. Aber jetzt etwa noch 1,20 Meter, und man sollte hier gut sein eigentlich. Wie viel bist du jetzt? 87. Ja, dann kommst du ins Mehl rein. Ja. 16, 9. Die Kornform ist kantig abgerundet und die Korngröße 1 bis 2 mm. Lauen, sagt man schon. Schreibt das mal Lawinen. Laue. Grundlaue, ja. Grundlaue, oder Staublaue. Staub sind gefährlicher als die Grundlaue. Die mögen dann noch weiter. Stopp. Er ist schon gekommen. Hat er schon gebrochen? Ja, er ist schon gebrochen. Und wo? Am gleichen Ort? Hier rauf. Oh, schau jetzt. Die 26. Die Erfahrungswerte sind jetzt schon wichtig, ja. Aber du kannst ja keine Bücher lesen, als viel als er will, wenn er nie im Gelände raus ist. Weiss er gleich schon nicht von was er etwas erzählt, ja. Also hat sie bewegt. Das ist eigentlich stabiler, als ich erwartet habe. Ja. Stabil. Das ist relativ stabil, einfach der Treibschnee muss man schon noch im Auge behalten. Aber eben, sonst könnte man auf Stufe gering zurück. Die Region und das Mutital sind also sicher. Und der Erich kann wieder heim zu seiner Familie und zu seinem Daheim. Wir haben alles im Mutital, wir sind hier verwurzelt, unsere ganze Familie ist hier, die Verwandtschaft ist alles hier. Auch von den Kollegen geht niemand nie weiter weg. Die Hochseekreise waren wir schon Schule rauf. In einer Woche, am Freitag, sind wir froh, dass wir wieder heim dürfen. Und sind dann gerne heim. Und bei uns gefällt es, wir haben alles im Mutital. Ich bin mit dem zufrieden. Andere müssen jetzt halt weitergehen. Es gibt es zweierlei Leute. Das Leben ist ein bisschen wie das Wetter. Manchmal gibt es ein Hoch und dann wieder ein Tief. Wenn der Schnee kommt, verschwinden alle Spuren und neue entstehen. Und zum Glück gibt es Leute wie die Wetterschmöcker, die gerne ihr Wissen weitergeben. Das war es mit den Geschichten aus dem Mutital, einem Dorf, das gar nicht so hinter den Bergen ist, wie man meinen könnte. Oder zusammen fertig, wir gehen. Wir gehen so. Oder kommen wir gut heim. Morgen nicht schreien. Gute Nacht miteinander. Oder ja. Nächste Woche geht es hier weiter mit der Mannenküche. Sie sahen SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region», dem Mikrolabel für regionale Produkte.